Bert. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. So, endlich, unsere Freitagsrunde wieder vereint. Willkommen euch allen da im neuen Jahr. Der Wechsel war eigentlich so ein bisschen unspektakulär gewesen, wie immer. Bastian Schiro, gross gefeiert. Oder der seid über die Festtage Vater geworden. Ja, also, das habe ich verpasst. Wegen? Ja, ein bisschen Mitleid bitte. Ich bin froh, dass die Leute seit Anfang Woche wieder am Arbeiten sind. Ich bin tagelang ganz allein im Studio von Tele Zürich und vor der Arena gehockt. Christoph Blocher, das neue Jahr, ein Wahljahr, oder? Oh, muss ich Ihnen sagen, Boriani, ich mach mir nichts aus einem Jahreswechsel. Nur aus Chefredaktorenwechsel und Besitzer bei Zeitungen. Zum Thema Zeitungen. Tragisch das Ereignis Paris rund um das Satiremagazin Charlie Hebdo. So haben wir uns den Jahresstart nicht vorgestellt, aber schweigen dazu, genau das wäre sicher nicht im Sinn der verstorbenen Satiriker. Wir kommen dann gerade darauf zurück. Zuerst müssen wir aber noch kurz dem Ex-Fußballstar Alex Frey das Wort geben. Salut zusammen. Bundesrätin Leithardt twittert zu Paris. Satiren ist kein Freipass. Da hat sie recht. Meine Pässe sind noch nie lustig gesehen. Ein Freipass ist immer präzise, schnell gesehen und ernst gemeint. Danke Alex, das nehmen wir gerne so zur Kenntnis. Tatsächlich ist ja der Doris Leuthardt ihre Satire-Tweet am Mittwoch vielen falsch rausgekommen. Debatte wird jetzt geführt, was darf Satire, wenn ist sie gefährlich? Fragen wir doch eine Fachperson, Chantal Galladay von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir von der SP fordern in dieser Radiosendung längeres Verbot von Witz und auch ein Witzregister, wo jeder Komiker, Festredner oder Stammtisch-Witzbold zuerst seine Witze anschickt und dann von einer eidgenössischen Ethikkommission entweder genehmigt oder wie immer bei mir abgelehnt wird. Der Umgang mit Witz, mit Satire ist ein Diskussionsthema. Roger Köppel, was macht ihr bei Weltwoche euch für Gedanken? Extrem ist krank, um was geht's? Wenn das mit den Extremisten so weitergeht, dann muss man bei Exit bald nicht mehr einen Gifttrank trinken, sondern mal die Karikatur. Ciao zusammen, durch den Blick am Morgen. Oder sollte ich sagen, yeah, Swiss Charlie. Aus Sozialität habe ich gerade mein Sozialmedia-Profibild gewechselt, wie viele andere auch. Yeah, Swiss Charlie. Das heisst, je suis und wer Französisch vielleicht ein guter Moment für einen Themenwechsel. Gespässige Sachen passieren in der Schweiz in Zug. Eine grüne Politikerin und ein SVP-Politiker sind sich an einem Apéro im Restaurant Schiff sehr nahe gekommen. Und nachher weiss man nicht so recht, was passiert ist. K.O.-Tropfen. Wer hat mit wem was und wie und ob überhaupt. Das läuft da eine Untersuchung. Weiss irgendjemand aus unserer Runde da ein bisschen mehr? Bachelor, Vujo. Schätze, ich bin der Bachelor. Ich muss sagen, coole Sache. Wenn du ein neues Date brauchst, musst du einfach Zug ins Porro, ins Prova, musst einfach in den Zug in die Politik gehen. Die Sachlage ist sehr verwirrt dort, oder? Und ein bisschen gespässig. Extrem links, schmuset mit dem rechten Flügel, politisch formuliert, grün trifft auf eine Right-Wing. Hätte es früher nicht gegeben, Jean Ziegler. Das ist keine Right-Wing-Party, sondern eine Right-Swing-Party in dem Kanton Zug. Skandal ist das ein Skandal. Kommen jetzt Insider aus der Runde, da wird doch irgendjemand mehr wissen. Fragen wir den Grand Seigneur von der Politik, Ständerat Felix Gutzwiller. In der Sicht von der Präventivmedizin empfehlen wir all denen, die wollen wissen, wie Alzheimer so ist, ein oben im Restaurant Schiff in Zug. Zum Glück ist Freitag.